Hallo, Servus, grüß euch, Habadere und Servus, herzlich willkommen. Servus, Habadere zu einer brandneuen Folge von Bayerisch für Anfänger. So, heute machen wir es mal ein wenig anders. Ihr seht mich heute nicht. Letzten Dienstag hat mein Kanal die 1000 Abonnenten erreicht. Das ist ein Riesenschritt für mich, das ist der Wahnsinn. Mich freut das ganz narrisch, weil euch meine Videos gefallen. Und heute machen wir mal was Spezielles. Heute zeige ich euch, wie das Ganze bei mir eigentlich angefangen hat. Los geht's. Also angefangen hat das Ganze 2012. Und zwar haben ein Freund von mir und ich relativ viel so Survival-Zeichen angeschaut auf D-Max, sprich Bear Grylls und Co. Und wir haben das so cool gefunden und haben uns gedacht, naja, jetzt machen wir mal einen YouTube-Kanal auf und machen Survival-Videos. So, da ist Opa Survival mit dem Schubkarrenschorsch und mit dem Pixenbären. Da sehen wir eine Ringelnatter im Mini-Format. Da haben wir ein wenig Steckdosen. Die ganzen Tiere haben wir jetzt aus Zufall gesehen, aus Harzinger Augen offen. Das Ergebnis seht ihr da, also es war halt aller Anfang, sage ich mal, es war auch schwer, aber es war sozusagen der Grundstein. Und ich muss definitiv dazu sagen, die Community, die wir damals gehabt haben, das sind jetzt Personen, die haben aktuell in der Community Bushcraft Deutschland, ich weiß nicht, ob ich da Zuschauer habe, die war schon der Hammer damals. Also der Zusammenhalt, das war schon eine andere Hausnummer, weil jetzt eigentlich. Irgendwann in die Sommerferien im August 2012 war mir dann irgendwann langweilig und ich habe sowieso schon immer sehr viele Ideen gehabt, was so Comedy oder Sketch-mäßig geht. Und habe mich dann entschlossen, einen eigenen Kanal aufzumachen, und zwar Appleworm Comedy. Das war der erste YouTube-Kanal, den ich dann allein betrieben habe. Da habe ich immer so, wie gesagt, so sketchmäßig ein bisschen was hochgeladen. Alle Rose kaufen. Meine Damen und Herren, hier haben wir einen Chlor-Azyrit, Chlorotit. Wenn man den leckt, kann man sterben. Schmeckt scheiße. War dann meistens mehr oder weniger erfolgreich. Dann hat es einen Spezialfall gegeben auf dem Appleworm Comedy Kanal und das war eine Parodie auf Carsten Stahl, Privatdetektive im Einsatz. Dieses Video ist Vollgas durch die Decke gegangen, das hat am Schluss dann weit über 100.000 Aufrufe gehabt, aber es war halt ein Krieg der Sterne, so umgangssprachlich unter YouTubern, das bedeutet roter gegen grüner Balken. Das Video ist sehr schlecht angekommen, das war zugegeben auch von der Qualität her nicht gerade wirklich das Beste. Aber was da an Kommentaren gekommen ist, das war halt schon richtig derb. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sich sowas zu Herzen nehmen und die dann auch wirklich Probleme haben. Mir war das halt irgendwie scheißegal, was da irgendein Penner schreibt. Ja, und zuletzt hat Appleworm Comedy dann um die 160 Abonnenten gehabt und ich sage einmal monatlich 2 bis 3 dazu gekriegt. Und ich habe halt gemerkt, dass das so irgendwie doch nie das meine ist. Und somit habe ich dann viel später, um einen Juli 2015 Nummer, den Kanalnamen von Appleworm Comedy auf Bavaria Blogger geändert. Habe mir ein komplett neues Konzept überlegt, das heißt Bayerisch für Anfänger, weil das wirklich was ist, das ich halt kann, das halt meine Welt ist, sag ich mal. Und habe dann begonnen, eben bayerische Begriffe auf Hochdeutsch zu übersetzen. Hallo, Servus und Grüß Gott zur ersten Folge von Bayerisch für Anfänger. No ist dann auch ein bisschen Comedy dazu gekommen. Der Zeit zurück, Drehung, warum, boah. Jetzt kann man eigentlich schon das Händel servieren. Frage ist auch für das Händel,
Das hängt uns hier wie meine Frau jetzt. Ab und an ein kleiner Flock. Und langsam hat man dann auch gemerkt, dass die Abozahlen steigen und dass es eigentlich relativ gut ankommt. Dann hat sich Anfang 2016 unsere fast Nachbargemeinde Moosbach fürs Dorffest des Radiosenders Bayern 3 beworben. Haben das dann letztendlich auch gekriegt. Und weil es so aufs Dorffest zugegangen ist mir so der Gedanke durch den Kopf gegangen, Mensch du, da kommen jetzt Leute zu uns in die Oberpfalz und kennen sie nicht aus. Weil kann ich jetzt denen helfen, haben wir gedacht, komm, dann machst du jetzt ein Video, da übersetzt ein wenig, weil sie da von uns zurechtfinden und dann schauen wir mal, was draus wird. Ich habe das Video dann an Bayern 3 geschickt, denen hat das dann irgendwann auch gefallen. Von denen bin ich dann praktisch auch supportet worden, weil ich sehr dankbar bin. Das hat mir natürlich alles immer in die Abonnenten ausgegangen und das Ganze ist natürlich dann immer schneller gestiegen. Das wird irgendwann einmal ausgestrahlt am Radio. So schaut es aktuell aus. Und ich denke mal, morgen kann man sich hier nicht mehr bewegen. Gut, das werden wir sehen. Ja, und da stehen wir jetzt. Aktueller Stand sind über 1000 Abonnenten. Monatlich macht der Kanal laut Statistik über 300 Abonnenten plus. Aufrufe haben über 20.000 im Monat und alles habe ich eng zu verdanken. Darum an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Zuschauer, an alle Unterstützer, an alle Freunde von mir, die in die Videos mitgespielt haben, die hergehalten haben für irgendwelche Rollen und mir irgendwie geholfen haben. Und ja, schauen wir, dass es so weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich beende dieses Video wie immer mit dem Satz Freundlich und bitteschön halt's dran. Habe die Ehre.